Kann ich anfangen? Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch. Es ist ja kein offenes Geheimnis, dass wenn jemand bei mir zu Besuch kommt, der wahrscheinlich keine Blumen mitbringt, sondern irgendetwas zu essen. Und ich habe so ein Kistchen vorgerupft hinter, wo ich am Aufräumen bin, wie es auch so jeder im Moment. Und ich habe eine Kiste gefunden mit mega viel komischem, abgespacedem Scheiß, den man mir mal geschenkt hat. Und ich habe gemerkt, ich sollte das Zeug jetzt auch mal essen, weil es läuft langsam, aber sicher ab oder ist schon abgelaufen. Aber ich habe gefunden, ich könnte eigentlich das Freudenspektakel mit euch teilen und darum machen wir jetzt so eine Serie Crab Fooding with Dennis. Und wir fangen an. Als erstes habe ich hier, ich fange jetzt mit dem hier an. Boy Bang Cornic Chili Cheese Flavor Bigger Taster Crunchier. Und es ist Knoblauchzehe drauf. Das sieht nach so Mace Pops aus. Mit Käse und Chili. Und das Zeug kommt ist im Januar abgelaufen, by the way. Kommt von den Philippinen. Und ich tue jetzt das auf. Und ich tue jetzt das auf. Und ich tue das auf. Und ich tue es immer noch auf. Und ich tue es nicht auf. Also das mal so auf. Gut, es schmeckt auch mal komisch. So, ich nehme jetzt nicht allzu viel. Ich habe gelernt. Und was immer heisst, ich nehme immer viel zu viel zu essen zum Mund. Also das sieht so aus. Ja. Im Abgang haben sie eine leichte Käsenote. Sie sind crunchy und ich könnte mir noch vorstellen, dass die nicht unhure fettig sind. Ja, stimmt. Das ist gut. Kann man essen. Würde es nicht kaufen, aber kann man essen. Dann, wir gehen weiter mit diesen Chips. Dann habe ich hier also Prawn Crackers. Das ist das einzige. Und Non-Fried, das du darauf lesen kannst. Und da drauf sind so Crevetten. Nori Seaweed Flavor. Also die Chips schmecken nach Augen. Keine Ahnung, wer das essen will. Und die kommen aus Bangkok. Es stinkt nach Fisch. Aber nicht geil, sondern grusig. Wir hatten früher ein Aquarium, wo ich noch zu Beugen gelebt habe, dort aufgewachsen. Und dort haben wir ein Aquarium und da gibt es so Fischfutter. Das ist so wie so Papier und schmeckt so nach Fisch. Und es stinkt genau gleich wie das. Und auch die haben wir manchmal so den Finger nass gemacht, haben wir ins Fischfutter hineingelegt und haben das gegessen. Jetzt wird es eben schwierig. Mit was soll ich weiterfahren? Zu dem hier gibt es eine Geschichte. Das sind meine Würstchenketten und meine Generation. Jetzt muss ich einfach ein bisschen aufpassen, dass ich dann immer auf den Schlips trete. Ich würde mal sagen, meine Generation ist so zwischen 30 und 40, würde ich jetzt mal sagen. Und die sind immer im Fernsehen gekommen, also in der Werbung. Und wir haben die nie dürfen. Also, es hat gar keine Möglichkeit gegeben, die zu bekommen, weil unsere Eltern wären nie auf Deutschland extra gehen. Zeug kaufen, es hat es nur im Deutschen gegeben. Mini, Winnie, Würstchenkette lieben Karl und die Annette. Auch der Bernie und die Ruth finden Mini, Winnie gut. Und der nimmersatte Peter ist allein im ganzen Meter. Mini, Winnie. Und jetzt habe ich die von sehr guten Freunden bekommen. Und ich weiss nicht, warum dass ich das als Kind immer essen wollte. Wenn ich das jetzt so anschaue, habe ich ein bisschen Angst. Und ich weiss nicht, wie Wurstwasser schmeckt, wenn ich ehrlich bin. Aber let's do this. Wie geht das Lied? Mini, Winnie, Mini, Winnie, 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 du dann irgendwie so. Und dann siehst du so Kinder so, wie sie die fressen in der Werbung. Also, das kann ich schon mal nicht, aber... Nachbarskatze. Hallo. Also... Es ist weich. Es ist nicht so knackig. Es tönt zwar knackig. Es ist nicht wüst. Aber es ist auch nicht fein. Es ist halt ein bisschen komisch, weil es so feucht ist. Ja. Aber als Kind hätte ich es sicher gefressen. Auch gut, das Kind habe ich auch gefressen. So, und jetzt hier. Keine Ahnung, von was ich das habe. Hier innen ist anscheinend einfach eine einzelne Gurke. Wer zur Hölle kauft sich eine einzelne Gurke? Also... Der Gurkensnack vom Heimathof für Gurkenfans. Also ich bin Essig-Gurken-Fan, apropos. Machen das nicht nachher nicht erzählen, das machen wir nicht. Da hat es jetzt das. Und für was das ist, da kannst du wahrscheinlich auch die Gurken rauspixen. So. So haben wir.
Achtung. Jetzt kannst du auch hier das in den Gurkenarsch stecken. Und dann kannst du die Gurke fressen. Okay. Sie ist gross. Aber es ist fein. Aber ich immer die ganze Gurke fressen und sie ist ein bisschen scharf. Also, okay. Für Low-Carb-Fans, das wäre euer Snack. Ich tue jetzt die Horti drauflegen. Das wäre so die erste Reihe. Keine Angst, das wird alles verwertet und nicht irgendwie vorgeschossen oder so. Im schlimmsten Fall der Nachbarskind verfuhrt. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder zu ganz fancy Produkten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen gegen oben geben. Fancy geil! Also, bis gleich. Tschüss zusammen.